Arbeiten ist schön, ich könnte stundenlang zusehen. Genau. Ja, ich möchte heute Morgen über das Segen von der Arbeit reden. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Wir alle haben vielleicht Freude an dem, was wir machen, manchmal, oder wir arbeiten auch gern, aber wir sind auch froh, wenn es dann mal vorbei ist, wenn wir Pause machen können, wenn wir frei machen können, wenn die Arbeit gemacht ist. Und kaum ist sie gemacht, sehen wir schon wieder die nächste Arbeit, was es auch wieder zu tun gibt. Was ist eigentlich mit dieser Arbeit? Warum müssen wir eigentlich arbeiten? Warum krampfen wir uns und racken wir uns den lieben langen Tag immer wieder ab? Wo doch Pause so schön wäre, so Ferien so schön sind. Wieso müssen wir immer wieder zurück an die Arbeit? Wie ist das Ganze in die Welt hineingekommen, das Schaffen? Wir lesen an den Anfang der Bibel, wie durch den Sündenfall, durch den Moment, wo die Menschen Gott nicht mehr vertraut haben, ist auch die Mühseligkeit der Arbeit in die Welt hineingekommen. Wir lesen das ganz am Anfang im 1. Mose, Kapitel 3, Verse 17 bis 19. Zum Mann sprach Gott: Weil du gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen, so wird der Acker nun verflucht sein um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Oh Mann, Adam, wegen dir. Komm, wir schieben alle die Schuld auf den Adam, oder? Es wäre doch so schön gewesen, paradiesische Zustände. Wir wären gestanden und alles wäre uns wie im Schlaraffenland ins Maul gefallen. Wir hätten ja so schön gehabt. Und jetzt, jeden Montagmorgen, wie das gleiche Theater. Muss ich wirklich, ist schon wieder. Die Konsequenz der Sünde haben wir da drin aber auch erfahren. Nämlich, dass der Mensch nicht nur schaffen muss, sondern schaffen muss sein Leben lang. Das heisst, dass auch sein Leben begrenzt wird. Also ich kann den Mut machen, das Schaffen hört mal auf. Aber Gott hat dem menschlichen Leben eine Grenze gesetzt. Und mit dem hat er auch der Sünde eine Grenze gesetzt. Der Sünde in deinem Leben, die Möglichkeit vom Sündigen für dich. Der Sünde auch eine Grenze gesetzt. Und es ist gut, manchmal einfach auch das wieder zu sehen, was passiert ist, der Fluch, der reingekommen ist und uns jeden Tag wieder bei Atem haltet, das tägliche Überleben, wo irgendwann aber ein Ende findet und auch die Sünde durch das eine Grenze, eine Begrenzung findet. Und mir ist plötzlich so in den Sinn gekommen, als ich das so betrachtet habe, vielleicht ist die Arbeit auch eine gute Möglichkeit für uns oder eine Hilfe von Gott, dass wir weniger sündigen. Denn wenn du am Arbeiten bist, fällt es weniger schwer zu sündigen. Es sei denn, deine Arbeit ist sündigen. Aber hast du vielleicht schon selber gemerkt, wenn du am Arbeiten bist, hast du weniger Zeit, um Sachen zu machen, die nicht richtig sind. Weil du bist dran, am etwas erschaffen, an etwas am Aufbauen. Und Sünde kommt oft in der Langeweile zu uns. Es gibt so einen bekannten Satz: Müßiggang ist aller Laster Anfang. Genau, vom Franz Kafka.
Müßiggang ist allererster Anfang. Und Müßiggang heißt, mit nichts Sinnvollem beschäftigt sein. Also wenn du eben nichts tust, nichts Sinnvolles tust, dann kommen schnell interessante Gedanken. Ein anderer Spruch, den ich gelesen habe: Der Teufel findet Arbeit für gelangweilte Hände. Oder noch besser, habe ich vom Englisch übersetzt, aber den habe ich Hammer gefunden. Ein gelangweiltes Hirn ist des Teufels Workshop. Oder so im Brainstorming inne. Könnte ich noch machen. Und was, wenn eigentlich Arbeit ganz gut ist, dann kommen wir nicht auf dumme Gedanken, oder? Gang wieder arbeiten am Montag. Arbeit, das, was wir tun, ist, es muss auch ein Fluch. Und es hört nie auf. Und wir müssen immer wieder dran. Und es wird immer mehr. Und wir sehen auch, es ist auch ein Segen. Arbeit ist ein Segen. Arbeit ist eine Hilfe. Arbeit stärkt uns. Durch die Bibel durch sehen wir dann, wie Menschen sich immer wieder haben müssen entscheiden, ihr Händewerk, das, was sie können und sollen ausfüllen, aus eigener Kraft zu leben, aus eigener Kraft einen Turm bauen, aus eigener Kraft, oder das, was sie haben und das, was sie sind, egal aus welchem Stamm und wie klein und unbedeutend, in die Rollen hineinzukommen und zu sagen: Herr, was hast du für mich vorbereitet? Was sind deine Werke? Ich bin abhängig von dir und von deiner Gnade und nicht aus eigener Kraft, sondern aus deiner Kraft den Weg zu gehen. Immer wieder sehen wir das. Und auch du und ich, wir sind in das eingebunden. Mein ganzes Sein, meine Gesundheit, überhaupt mein ganzes Arbeiten und überhaupt Arbeit finden, ist doch schlussendlich immer wieder Gnade. Und doch braucht es sehr von meinem Zutun, meinem eigenen Aufstehen am Morgen. Morgen kommt ganz bestimmt. Mich einzusetzen, zu arbeiten, zu leben, zu überleben. Der monatliche Aufwand mit Ertrag wieder zu stillen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, den einen schenkt es der Herr im Schlaf. Morgen, den Vers nehme ich für meine Woche. Der Chef wird irgendwann anrufen und fragen: Wo bist du? Arbeit macht müde, Arbeit raubt uns Zeit. Immer wieder die Stunden, die wir verbringen an irgendeinem Ort, hätten wir doch so viele andere Ideen, die wir uns ausfüllen könnten. Aber Arbeit füllt mich auch aus und Arbeit gibt mir Sinn. Arbeit bewegt mich. Sie bewahrt mich, sie formt mich, sie hilft mir. In dem Zustand, wo wir drin sind. Ein Vers, den ich immer wieder schmunzeln muss, im Epheser 4, 28. Der Paulus schreibt der Gemeinde, der Gläubigen in Ephesus. Und er schreibt ihnen Folgendes: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bibelwort an jemand von euch heute Morgen. Muss man das überhaupt noch sagen in der Gemeinde? Sondern, was soll er machen? Sondern er arbeite vielmehr und schaffe mit den Händen etwas Gutes, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Interessant. Anstatt zu nehmen, kann die Person plötzlich geben. Aus Habgier wird Großzügigkeit, vorhandene Energie wird umgeleitet zum Guten. Wenn er vorher gestohlen hat, fängt er an, etwas zu erbauen. Und das Erbauen bringt Ertrag. Und der Ertrag wiederum bringt ihm Segen. Ja, mehr als das. Er kann sogar anfangen zu geben. Wunderschöner Vers. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir am Abend müde sind, vom Gut zu tun. Und es ist gut, wenn unsere Zeit darauf geht, für das Richtige zu tun.
Weißt du eigentlich, wie wertvoll deine Arbeit ist, die du jeden Tag tust? Ja, welche Arbeit? Was meinst du jetzt genau? Ja, die Arbeit, wo du jeden Tag 8 bis 9 Stunden investierst oder investiert hast, ihr Senioren. In christlichen Kreisen wird mir schnell so kategorisiert zwischen normaler Arbeit und Arbeit für Gott. Die Welt und Gottes Reich. Nebendienst und vollzeitlicher Dienst. Und die einen arbeiten zum vollzeitlichen Dienst und die sind beim Herrn wahrscheinlich besonders angesehen und die anderen sind einfach die normalen Mitarbeiter in dieser Welt. Ich möchte mit dieser Predigt heute Morgen, dass wir ein bisschen umdenken in diesem Prozess. Jeder von uns ist jeden Tag mit x Dienstleistungen konfrontiert, die er geniesst, die er in Beanspruch nimmt, wenn wir durch den Tag durchgehen. X Dienstleistungen. Angefangen bei den Bauern. Das ist der Grundberuf dieser Welt. Wenn die Bauern nicht mehr sind, ich sage euch, ohne Nahrung, keine Energie für irgendetwas anderes. Die Bauern sind die wichtigsten und sowieso der erste Beruf, oder? Was hat Adam müssen? Bebaues Land. Verkäufer. Wie froh bin ich, wenn ich in den Laden hineinkomme und alle Gestelle wieder aufgefüllt sind. Was? Hat es kein Erdbeerjoghurt mehr? Nur noch Himbeer. Da ist sicher die Schuld dort hinten. Oh, come on. Medizinbereich. Wie froh bin ich, wenn ich im Spital bin, dass da mir zugedient wird. Und einfach Menschen da sind. ÖV, Verkehrsmittel. Ich weiß nicht, wie du da angekommen bist. Aber dass du kannst. Da kommt ein Bus. 5 Minuten zu spät. Hey, da ist einer drinnen, da opfert sich einer auf, da hat einer einen Bus gebaut, dass du fahren kannst. So viele Kleinigkeiten, Details, Reparaturen. Immer wieder so froh, dass ich jemanden anrufen kann für mein Auto, für mein Haus, was auch immer passiert. Ich kann jemanden, der spezialisiert ist, der sich dem annimmt. Und einer davon bist vielleicht manchmal du. Ferien, wir gehen jetzt in die Ferien als Gemeinde und wir werden so richtig Beine hochlegen und einfach nichts machen. Und warum können wir das? Weil andere dort sind, die uns erwarten, die alles geputzt haben, in der Küche stehen, im Service stehen, im Putzdienst stehen und uns eine tolle Woche machen. Sind wir dankbar? Vielleicht denkst du gering über deine Arbeit, deinen Beitrag zum Allgemeinwohl oder eben gegenüber Gott. Ich sage dir, dein Beitrag ist mega wichtig. Jeden Tag. X Menschen froh um deinen Dienst. Kleine Sachen, vielleicht sogar im Hintergrund Sachen. Wenn irgendein Elektroden zusammenlötet, damit das Handy dann funktioniert. Von Michi oder von der Aline, oder? Da hat einer zusammenschustern. Und wir nutzen es dann. Jemand war dran, den hat man nicht gesehen, der ist irgendwo in einem kleinen Raum, irgendwo in einem Büro bist du vielleicht und du trägst etwas dazu bei, dass das Ganze funktioniert. Ja, Arbeit ist ein Fluch, aber es ist auch ein grosses Segen und da möchte ich, dass wir da wie umdenken heute Morgen. Uns gelingt, dass wir wie in dieser gefallenen Schöpfung, ja, aber da, was du tust, ist ein riesiges Segen für viele jeden Tag. Egal, ob es gerade gesehen wird, immer oder nicht. Mütter unter uns, ihren Kindern täglich schauen. Aus denen gibt es mal wieder Ingenieure und Doktoren und Astronauten, aber auch ganz einfache und normale Menschen, die ausfüllen, was die Astronauten und Doktoren brauchen. Wattestäbchen machen und was könnte man noch? Alles. Braucht's alles. Stell dir vor, die ganze Welt würde so für eine Woche oder für einen Monat mal sagen, wir machen mal einfach nichts. Alle gleichzeitig. Da kommen mir irgendwie so Erinnerungen auf. An Corona, mangels WC-Papier,
Mögt ihr euch noch knapp erinnern? Plötzlich, wenn die Ketten zusammenbrechen, wenn nicht mehr alle Glieder mithelfen, dann gibt es plötzlich Stau und Probleme in der ganzen Kette, in der Wirtschaft. Du dienst ganz vielen Menschen täglich mit dem, was du tust. Und es wird Auswirkungen haben für die ganze nächste Generation, die vor uns liegt. Erinnern wir uns. Arbeit ist so eine gute Möglichkeit, einfach immer wieder Nächstenliebe zu zeigen. Wenn wir unsere Kraft und unsere Zeit morgen am Montag wieder einsetzen, die ganze Woche wieder im Stollen sind. Einer muss in den Stollen, damit andere frei machen können. Einer muss in den Stollen, einer muss dort sein, damit du kannst empfangen, was du brauchst. Und er ist dann wieder an einem anderen Ort froh für dich. Wir erleben das innerhalb der Gemeinde. Dream Team. Wir bauen die Gemeinde, wir investieren uns. Und da leben wir von dem und da proklamieren wir und erzählen wir auch immer wieder und reden von dem. Aber genau das Gleiche passiert ja auch unter der Woche. Jedes von euch, wie froh sind so viele über das, was du tust, dass du dort stehst und ihn anlächelst und sagst, welcome. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir dienen? Arbeit wird zum Segen. Durch ehrliche Arbeit, die wir schaffen wir etwas Gutes und wir formen das, wo wir drin stehen. Ehrliche Arbeit hat die Welt geformt und wir Jungen, ich zähle mich jetzt zu den Jungen, wir Jungen leben auf dem Invest, auf der Arbeit von Generationen, die vor uns waren. Die haben sich investiert, dass der Schweiz so gut gehen darf. Ich hoffe, wir Jungen, dass wir die Senioren ehren, denn sie haben geschaffen wie wild, dass aus dem Armenhaus Europa, Schweiz, ein Land geworden ist, wo das Segen auch ausgeht in viele Nationen. Und die Arbeit geht nicht aus. Wir haben im Moment Fachkräftemangel. Da gibt es ein paar, die vielleicht nicht mithelfen wollen. Oder zu wenig, die mithelfen müssen. Aber du stehst dort und dienst. Du dienst an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Ich möchte dir heute Morgen sagen, das ist auch Gottesdienst. Das ist auch Gottesdienst. Weil Gott hat dich gesetzt, Gott hat dich geführt, Gott hat dir eine Arbeit gegeben, er hat dich so weit gesund gemacht, dass du diese Arbeit kannst ausfüllen kannst. Und du bist ein Segen. Und ganz viele sind mega dankbar. Und sagen dir hoffentlich zwischendurch einmal. Danke vielmals, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Im Kolosser 3, 23, 24 heißt Folgendes. Ihr Sklaven. Ja, genau. So fühlst du dich am Montagmorgen vielleicht, oder? Wieder zur Arbeit erschienen. Freiwillig? Halb. Wenn ich auf die 9 hätte kommen können. Und selbst wenn du Chef bist, bist du doch auch Sklave. Innerhalb von einem System, von einer Weltordnung, von einer Wirtschaftskette, wo, wie wir gesehen haben und immer wieder passiert, auch so schnell zerbricht. Und wir plötzlich aufs Amazon-Päckchen 2 Tage warten müssen, anstatt nur 1 Tag. Katastrophen, oder? Sofort gerade, was ist passiert? Wieso läuft das nicht mehr? Ja, irgendwo läuft es nicht mehr. Irgendwo ist ein Schiff stecken geblieben oder irgendetwas. Und dort hinten sind immer Menschen. Bei jedem Handgriff ein Mensch, der das einpackt, auspackt, macht, schickt, Post, Böschler, fahren. Menschen dahinter. Und ihnen sagt er Folgendes. Seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in Ehrfurcht vor dem Herrn.
ich mache es nicht nur für meinen Chef. Ich lebe da in einem Oikos, in einem Zusammenspiel, in einer Gemeinschaft von Menschen und ich diene. Aber ich diene damit Gott. Hast du deine Arbeit, die du morgen wieder startest, auch schon so gesehen? Oder nur, wenn du für die Gemeinde etwas machst? Das dient vor Gott. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht den Menschen. Wissend, dass ihr von dem Herrn das Erbe empfangt. Werdet als Lohn. Ihr dient dem Herrn Christus. Wirklich? Mit dem, was ich tue, wenn ich Würst stopfe, wenn ich, was machen die alles? Boden versiegeln, wenn ich Auto verkaufe, wenn ich... Hat das etwas mit Gottesdienst, mit Gottesreich zu tun, mit dem Ort, wo ich bin, mit den Menschen, die mich begegnen? Dass ich das sogar kann nehmen, mein ganzes Schaffen und Sein kann nehmen und sagen, das soll mein Gottesdienst sein am heutigen Tag. Oh, heute Morgen habe ich keine Andacht gemacht, keinen Gottesdienst, jetzt bin ich schon am Arbeiten. Du bist im Gottesdienst. Du kannst auch während dem Arbeiten, je nachdem, beten. Du musst nicht einmal beten. Das, was du machst, das ist dein Gottesdienst. Wenn du es für Gott, vor Menschen, für Menschen, mit Menschen machst, soll das auch ein Teil von einem Ausdruck sein, wo Gott in dein Leben hineingelegt hat. Aber den Lohn komme ich doch vom Chef über. Ja, genau. Den Lohn zum Überleben kommst du vom Chef über. Aber das Erbe zum Leben kommst du vom Herr über. Der Lohn langt schlussendlich gleich nicht und ist immer zu wenig. Aber vom Herr haben wir ein Erbe. Schafft da es so. Mit einem Wissen, dass ich Königskind bin, Erbe von der Herrlichkeit bin. Und in diesem Wissen inne gehe ich Dinge an, schaffe ich mit den Menschen zusammen, diene ihnen und sie dienen wieder mir. Aber ich mache alles, als wäre es für den Herrn und nicht für Menschen. Ich weiß nicht, ob du deine Arbeit schon so gesehen hast. Ein Akt von der Anbetung, dein Schaffen. Ein Akt vom Gottesdienst. Ich habe meine Arbeit als Koch, habe ich meine Lehre gemacht, im Service, nachher im Hotelmanagement und auch als Pastor. Nie als selbstverständlich gesehen, sondern immer als von Gott geschenkt. Und immer wieder hat man sich beworben, Gottes Führung erlebt und dankbar gewesen, wenn es klappt, wenn ein Weg wieder aufgeht. Jede Stelle ist Gottes Geschenk. Und darum auch keine Frage, dass ich aus dem Gottesgeschenk einen Teil in Gottes Reich investiere, vom finanziellen Segen. Weil Gott mich segnet, kann ich ein Segen sein. Für andere. Wie wir vorher gelesen haben, fang an, deine Hände fürs Gute bebrauchen und dann kannst du für andere, die bedürftig sind, geben, ein Segen sein. Wenn man so die Arbeit betrachtet, dann können sie eine andere Priorität, eine andere Freudigkeit bekommen. Wir beginnen Dinge anders zu sehen. Wir fangen an, anders zu arbeiten. Wir fangen an, Menschen zu dienen. Deine Arbeit, morgen, vielleicht fährst du heute Nachmittag an, je nach Arbeitszweig. Was ich mache, dient Menschen. Irgendwo, irgendwie dient das alles zum Ganzen. Und wenn wir zusammenstehen und zusammenarbeiten in dieser Welt, dann können wir ein Segen sein, können wir ein Licht sein. Und du kannst deinen Mitkollegen ein Zeugnis sein von Gottes Güte in deinem Leben, weil du das lebst.
vor ihnen Gottesdienst, nicht das gleiche Horn blasen, schon wieder Montagmorgen, Herr, doch noch Wochenende, ja klar. Aber du kannst Wochenende nur geniessen, weil andere am Arbeiten sind oder gearbeitet haben. Egal wie gross, wie klein deine Aufgabe ist, dienende Menschen. Sehe dich als grosses Team in einem grossen Prozess, wo Gott uns führt. Die Predigt soll auch wie ein Abschluss sein von diesen Predigten, wo wir darüber hatten, über den Weg, wo Gott führt, über seine Souveränität, über die vorbereiteten Werke, wo wir drin stehen sollen. Und da denken wir immer gerade geistliche Dinge und Missionen und was auch immer, und das ist alles gut und recht, aber alles gehört da drin, alles ist damit verwoben. Du als Teil von der Gesellschaft, ein Zeugnis. Und jeder, der zu dir kommt, kannst du immer wieder ein Zeugnis sein. Wir sind täglich von Menschen umgeben. Darum wart nicht auf die nächste Evangelisation bis Evangelisation. Wart nicht auf das nächste Wunder bis selber ein Wunder. In deinem Umfeld, an deinem Ort, wo du bist, kannst du prägend sein. Kannst du klimaverändernd sein. Kannst du Hilfe bieten, kannst du reinreden, kannst du Sachen, und Gott ist ja mit dir, sein Heiliger Geist mit dir, wird dich befähigen, wird dich begaben. Aber wir müssen den Blick vom Gottesdienst in unserem Alltag hineinbringen. Wenn wir das immer trennen. Gott möchte uns, glaube ich, mehr im Alltag brauchen als im Gottesdienst. Also ich meine, es ist so Treffen wie hier. Hier auch. Da kommen alle Gaben zusammen und da ist umso mehr ein Fest, wo wir einander dienen können. Aber ich möchte bewusst ein bisschen provokativ sagen, Gott möchte dich noch mehr brauchen, morgen, wenn du draufstehst und in den Alltag hineingehst. Weil dort ist das Arbeitsfeld. Da ist Party, da ist Family, da ist Ankommen, da ist der Heimsein. Dort ist der Auftrag mit deiner Arbeit. Am letzten First Impulsabend, ist ein Gebets- und Lobpreisabend, ist mir etwas aufs Herz gekommen, wo ich denke, da ist mir wieder zurück in Erinnerung gekommen, wo ich heute Abend nochmal teilen will. Und zwar hat mir der Herr das Wort aufs Herz gelegt aus Apostelgeschichte 1,8, wo es heißt, wo Jesus seinen Jüngern sagt, bevor er in den Himmel kommen wird, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Okay. Und der Herr hat mich daran erinnert, an dem Abend, dass wir den Vers und die Worte ja immer in der Vergangenheit, in der Zukunftsform lesen. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein. Und der Heilige Geist hat mich erinnert, Martin, ihr seid jetzt in der Zukunft. Und schaut den Vers und den Text in der Vergangenheitsform an. Nämlich, ihr habt Kraft empfangen. Als der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Oder wie es da heißt, ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch gekommen ist. Und nun seid ihr meine Zeugen. Jesus hat das in der Zukunftsform gesagt, weil es noch vor Pfingsten war. Erst 10 Tage später ist Pfingsten gekommen. Wir dürfen solche Vers, oh ja, ihr werdet Kraft empfangen. Ja, Herr, wahrscheinlich morgen. Nein, ihr habt doch Kraft empfangen, wo der Heilige Geist in euer Leben gekommen ist, durch eure Bekehrung, durch euren Glauben. Und jetzt sind ihr meine Zeugen. Und wenn ihr das seht und lebt, werde ich euch befähigen, werde ich euch ausrüsten in den Momenten, wo ihr steht, an der Arbeit, wo ihr seid. Halt deine Arbeit nicht für gering. Bevor die Sünde in die Welt hineingekommen ist, hat Gott schon am Adam gesagt, er soll schaffen. Vielleicht nicht so mit Dornen und Disteln und Schweiß und alles. Ich weiß nicht, wie es da gelaufen ist, aber der Auftrag, etwas zu bewegen, etwas zu erschaffen, ist vor dem Sündenfall gekommen. Zum Glück. Und Gott schuf den Menschen
In seinem Sinn, im Willen Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also das ist vorher gewesen, bereits. Macht etwas, schafft etwas, herrscht. In einem guten Sinn, nicht in einem schlechten Sinn, in einem wertvollen Sinn, auferbauend, stärkend, ausrüstend, erschaffend. In seinem Bild, in seinem Sinn geschaffen, in seinem Willen, weil Gott gesehen hat, so wir fähig sind, einen Auftrag zu erschaffen, etwas zu erbauen. Wir sind für den Garten geschaffen. Wir sind geschaffen zum Erschaffen, zum etwas wachsen zu lassen. Heute sind nicht mehr so viele im landwirtschaftlichen Bereich tätig wie auch schon früher. Aber wir sind sehr froh darum, dass Nahrung kommt. Aber du dienst auch, du dienst anders zu. Du ackerst. Und der Paulus hat den Korinther mal gesagt, dass wir sind Gottes Ackerfeld. Wir haben unser Ackerfeld, morgen. Und du bist in diesem Ackerfeld Gottes Ackerfeld. Gott schafft durch dein Ackerfeld an deinem Ackerfeld. Gott schafft durch deine Berufung, durch das, was du ausfüllst, an dir. Und wenn das Ackern schwerfällt, dann jammere nicht, sondern gang mit dem Anliegen zu Gott. Manchmal ist es ja gut, wenn man eine Stelle auch wechselt, oder? Aber manchmal ist es auch gut, dass man die Stelle verändert. Dass man den Ort prägt. Da muss man ein bisschen bewegen vor Gott. Was soll ich machen? Wo führst du mich an? Was ist mein Platz? Ist das mein Platz? Muss ich ausfüllen und bewegen oder soll ich weiterziehen? Aber es ist immer ein Bewegen von Gott und er ist dran an dir. So, wenn du morgen wieder ackerst, denk dran, jetzt ackert Gott an mir. Er schleift an meinem ganzen Charakter, an meiner Geduld, an meiner Liebe, an meiner Vergebungsbereitschaft. Jetzt kommt wieder der Kunde rein. Ich weiss genau, wie es wieder läuft. Guten Morgen, herzlich willkommen. Gott ist gut. Halleluja. Magst du Jesus Raum geben in deinem Ackerfeld? Darf er der Bepflanzer sein? Darf er der Sämann sein? Darf er der sein, wo der Acker darf begehen, belaufen? Und du sagst, jawohl, ich bin guter Boden, ich nehme auf, was der Sämann, was Gott, der Ackermann, bringt. Bist du da und heute Morgen sagst, doch, ich möchte Jesus Raum geben in meinem Leben. Nicht nur am Sonntagmorgen, nicht nur in der Andacht, nicht nur in der Kleingruppe, sondern in all meinem Sein sollst du, Herr, Raum haben in mir. Ich bin dein Ackerfeld und ich bin bereit, in meinem Ackerfeld, wo ja vergänglich ist, wo ja sich sehnt nach der Auferstehungskraft, wo bereit ist, wo schreit und mir in uns allen ruft, Herr, komm und setzt dem Elend, dem Schweiß und den Disteln, der Sünde und dem Elend, dem Tod ein Ende. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, nach dieser Wiederherstellung. Aber bis es soweit ist, und der Herr hat gesagt, ich werde es wiederherstellen, bis es soweit ist es eine Herausforderung, arbeiten zu gehen. Bringt es Schweiß und Leid. Und wenn wir krank werden, können wir nicht mehr. Und wenn wir älter werden, dürfen wir nicht mehr. Ich sehe es anders. Dien Gott, dien den Menschen. Du bist grosszügig mit dem, was denn kommt. Nimm für dich, gib weiter, bis ein Segen. Und ich möchte schließen mit einem Wort aus dem Galater. Mit dem haben wir, glaube ich, angefangen vor ein paar Wochen. Und vielleicht mögt ihr euch erinnern, das war, glaube ich, sogar noch vor der Ferien. Lasst uns aber Gutes tun
und nicht müde werden. Wir werden müde, aber in dem nicht Gutes zu tun. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun. An jedermann. Am meisten aber an unseren Glaubensgeschwistern. Ich hoffe, du bist ermutigt. Beweg das, was Gott dir gegeben hat. Deine Fähigkeiten, deine Talente, dein Beruf. Das, was du tust, morgen. Vor Gott. Lass uns aufstehen. Moment von der Stille. Und vielleicht kannst du ganz neu heute Morgen das entdecken und auch dankbar sagen, Herr, das soll mein Gottesdienst sein. Das mein ganzes Leben soll mein Gottesdienst sein. Ich möchte es ausfüllen mit deiner Kraft. Ich möchte prägen mit deiner Güte, mit deiner Liebe. Himmlischer Vater, danke dir. Dürfen wir in dieser Zeit, die du uns gegeben hast, die begrenzt ist, wo wir unsere Liebe, Mühe und Not manchmal haben. Du hast uns hineingesetzt und du möchtest uns eine Sicht geben. Und Heiliger Geist, du weißt, was jedes steht, wo jedes kämpft, auch am Arbeitsplatz. Und es gibt auch Menschen, die keine Arbeit haben oder im Moment keine finden. Herr, ich danke, dass du auch dort Führung gibst, dort Türen aufgehen, Wege aufgehen, neue Möglichkeiten sich eröffnen, dass die Begabung, die du hineingelegt hast, in seine Kinder dürfen zum Tragen kommen in dieser Gesellschaft. Ich danke dir, dass du auch so viele Möglichkeiten in diesem Tal geschaffen hast, wo wir Nutznießer sein dürfen und wo Fachkräftemangel herrscht, wo Geschäfte leiden unter Mangel an Lehrlingen, Mangel an verschiedenen Dingen her. Du kannst auch wieder einfach auch das füllen. Dass es uns in diesen Dingen gut geht, dass die Wirtschaft, unsere Handelsketten, dass das funktioniert, dass wir dürfen Gesegnete sein in diesem Land, Herr. Ich danke dir für deine Güte über uns heute Morgen. Du segnest auch die Gemeinde, du gibst immer wieder neue Fähigkeiten hinein. Wir bitten dich, Herr der Ernte, dass du Arbeiter sendest in dies Erntefeld, in dies Ackerfeld. Jedes von euch sind Gesendete für die Menschen, denen ihr morgen begegnet. Amen. Amen.